So, heute geht es um das Gebet in der Arbeit oder für die Arbeit. Genau, vielleicht haben wir ganz verschiedene Sachen. Die einen studieren, die einen vielleicht noch in der Schule, die anderen von uns sind in einer Ausbildung, an der Arbeit, andere sind vielleicht schon pensioniert. Ich habe einen Pensionierten getroffen, hat zu mir gesagt, weißt du, was das Schönste ist am Sonntagabend? Nee, kannst morgen ausschlafen. Genau, aber wir beten heute für die Arbeit, weil Arbeit ist auch Segen, oder? Unbedingt. Und wir sind ja hier bei diesem Buch, das wir mal geschrieben haben, Lebe wie niemals zuvor. Und da ist die Arbeit. Und bei der Arbeit hat es 6 Punkte. Und das Spannende ist, die Punkte heißen Freude im Aktivsein, Freude im Job, Freude im Feierabend, Freude in der Verantwortung, Freude im Dienen und Freude im Gestalten. Und vielleicht fühlst du dich bei der Arbeit nicht so freudig, vielleicht fühlst du dich eher überfordert oder du bist voll im Flow. Du empfindest Langeweile oder das ist einfach so Teilnahmlosigkeit. Lass uns direkt mit einem Gebet starten. Dass der Heilige Geist, mögst du heute Dinge aufzeigen in Bezug auf meine Arbeit. Und Freude und Arbeit ist vielleicht nicht das, was wir auf natürliche Weise miteinander verbinden würden. Aber Heiliger Geist, sprich du. Und ich danke dir, dass du Freude in meinen Job, in meine Arbeit, in mein Dienen, in mein Gestalten, in meinen Feierabend, in all diese Aktivitäten hineinbringst. Und Arbeiten hat das gleiche Wort wie Worship in der jüdischen Wurzel. Es ist Worship, Anbetung, und darum ist es nicht einfach so etwas, was wir einfach so sagen können, ja gut, am Sonntag, wenn wir Lieder singen, wenn wir beten, sind wir im Flow. Wenn es an die Arbeit geht, ist es das genau gleiche Ding. Das erste ist, wir möchten beten für Freude im Aktivsein. Also wenn du das, was du tust, auch mit Freude, und da hast du den Nehemia aus dem Alten Testament rausgepickt. Ja, genau. Und Nehemia 2, Vers 17 und 18 steht, Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen, die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Und dann sagt Nehemia, kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen. Und das ist so, er aktiviert Leute um sich herum. Und der Punkt hier ist, dass man nicht einfach warten muss, bis jemand anders sagt, hey komm, lass uns das tun, sondern wir möchten heute die Frage stellen, Wo siehst du vielleicht an deiner Arbeitsstelle oder in deiner Umgebung die Trümmerhaufen? Und wo bist du vielleicht diese Person, die sagt, komm, lass uns? Ja, mir geht auch das Wort, man sollte was ändern, man sollte in der Struktur etwas ändern. Und Mann ist immer, das ist meistens du, die Person, die das sieht. Vater, ich danke dir, dass du mir Augen gegeben hast und auch ein Herz gegeben hast, wo ich diese Trümmer, Dinge, die vielleicht in der Struktur, bei den Abläufen, vielleicht im Team, einfach keine Stimmung mehr da ist, auch vielleicht nicht ein Miteinander, ein Gegeneinander, eine Atmosphäre der Nichtgunst, eine Atmosphäre von Nichtproduktivität, eine Atmosphäre, wo man nicht gefördert wird. Ich danke dir, dass du mir einfach Hände gegeben hast und auch einen Verstand gegeben hast, Dinge zu sehen, aber auch Dinge beim Namen zu ansprechen, aber auch die Kraft wie Nehemia, das mit Freude anzupacken. Nicht, weil ich denke, ich bin immer die Einzige, die das anpackt. Nee, Gott hat mir die Augen gegeben, dass ich das sehe und spüre und wahrnehme, während andere Menschen in anderen Bereichen Dinge wahrnehmen, wo ich das nicht wahrnehme. Und ich bete einfach, dass aus diesen Trümmern, aus diesem Chaos Leben entsteht. Ja, Amen. Amen. Das zweite ist Freude am Job. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also anpacken ist das eine Sache. Freude ist mega wichtig, weil wenn man, sag jetzt mal, in der Schweiz 8 Stunden pro Tag arbeitet, in Deutschland vielleicht weniger, aber spielt ja nicht eine Rolle. Aber die Zeit, die man arbeitet, wenn man das einfach über sich ergehen lässt, dann hat man viel an Lebensqualität verloren. Ich sage immer bei den Leuten im ICF, wenn wir schon in den Events an Ostern, Weihnachten, wo alle eigentlich nicht feiern können, schon da sein müssen, dürfen, wie auch immer, dann lass uns wenigstens Spaß haben, sonst hat sich das doppelt nicht gelohnt. Es heißt, bei Josef im Alten Testament heißt es, er wurde bald zum Aufseher über das Gefängnis ernannt. Also man sah die Freude am Job, den Josef hatte, trotz Situationen, die er sich nicht ausgesucht hat in dem Sinne. Man kann einen Job einfach machen gemäß Vorschriften, Dienst
nach Vorschriften, oder man kann es auch mit Exzellenz und mit einer Treue machen, wo man merkt, da ist jemand begeistert. Also ich Ja, bete, vielleicht bist du im Moment gerade in einer Situation, wo du so durchhalten musst, also wie Josef im Gefängnis. Das hat er sich nicht ausgesucht, du musst durchhalten. Und genau da beten wir hinein, ja. dass Freude kommt im Durchhalten. Freude ist eigentlich eine Geistesfrucht. Man kann nicht eine Sache rauspicken, sondern es ist ein ganzes Paket und Freude ist eine davon. Und du merkst, ich habe einfach die Freude verloren von dem, was ich jetzt tue. Es kann aber auch sein, dass man Freude verliert, weil Gott uns weiterführt in einen neuen Job. Ich möchte eben nicht das verwechseln, aber wenn du merkst, du bist da von Gott gesetzt und die Freude ist nicht mehr da, haben wir vieles verloren. Vater, ich zapfe mich jetzt an dieser Quelle der Freude. Ja. Das ist auch eine Geistesfrucht, die du in mir auch wachsen lassen willst. Und ich danke dir überhaupt, dass ich einen Job habe. Ich danke dir überhaupt, dass ich ein Gehalt bekomme. Ich danke dir, dass ich Steuern bezahlen darf. Ich danke dir einfach, dass ich nicht ein Opfer der Umstände bin, sondern der Friede Gottes ist in mein Herzen gelegt. Und die Freude Gottes umgibt mich. Denn die Freude am Herrn sagt auch schon in mir, ist meine Stärke. Mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Und ich bete, dass du uns wie so in ein Bad der Freude eintauchst, übernatürlich, göttlich, das wir nicht machen können. Und ich sage, dass der Geist der Freudlosigkeit, den streifen wir wie ab und sage, der hat keinen Platz mehr in dem, zu dem Gott mich berufen hat. Amen. Amen. Und dann sind wir bereits bei Freude im Feierabend. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen scharf interpretiert oder wie man sagt, ein bisschen weit interpretiert, wenn wir da Elia nehmen, weil der Hintergrund ist ein bisschen ein anderer. Aber was mir gefällt, in 1. Könige 19, wo steht, er streckte sich unter den Ginsterstrauch aus und schlief, und plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Also dieses Bild, dass er sich einfach hingelegt hat und dann von einer Berührung geweckt wurde, das ist so ein Ding, was wichtig ist für unseren Arbeitsflow, dass wir uns immer mal wieder hinlegen, weil beim Hinlegen werden andere Hirnwellen aktiviert und du bekommst plötzlich Ideen. Und genau das sagt es aus. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt und da müssen wir Raum lassen dafür, dass die Berührung stattfinden kann. Und das ist natürlich die Berührung vom Heiligen Geist, von Jesus, von Gott, von dieser Dreieinigkeit. Genau, und auch was auch wichtig ist beim Feierabend, noch ergänzend auch, dass man Dinge feiert. Das ist auch mega wichtig, man sollte Dinge feiern. Das ist auch etwas, was ich merke in unserer Kultur. Wir feiern Weihnachten, Ostern und alle diese Feste. Ob es jetzt Weihnachten genau Jesus am 24. auf die Welt gekommen ist, kennt ihr vielleicht diese Diskussion, die ist in dem Sinne gar nicht relevant, weil du feierst deinen Geburtstag. Es geht um das Feiern. Wann genau ist immer eine andere Sache, wie der Sabbat. Ist der Sabbat jetzt genau am Samstag oder am Freitag oder am Donnerstag, ist das gleiche Thema. Da kann man religiös werden, ohne eigentlich den Punkt von Gott zu verstehen, dass man eben feiert. Und vielleicht ist es heute der Moment, wo du einfach feierst, dass du eine Arbeit hast, feierst, dass du ein Gehalt hast, feierst, dass du sogar aussuchen kannst, welchen Job du gerne hättest. Es gibt Länder, da gibt es nichts zum Auszusuchen. Und bei uns merke ich, wir haben so eine Palette von Dingen, wo man kann sagen, das ist meine Leidenschaft, das ist nicht meine Leidenschaft. Ich studiere das, ich studiere jenes. Und ich finde das ein Blessing, by the way, aber manchmal auch ein bisschen ein Challenge, weil man das lauter Suchen nie aufgehört hat zu feiern und man denkt, es ist selbstverständlich und normal, dass man einfach rauspicken kann. Aber ich möchte mit dir zusammen einfach diesen Moment nehmen, wo wir Gott Danke sagen. Feiern ist nichts anderes als Gott Danke zu sagen. Danke immer als erstes, weil er ist der Geber von allem, was wir haben. Und so danken wir dir, Vater, für alle guten Gaben, heißt es so schön, für all die Momente, wo ich Dinge auch mit dir bewegen konnte, da wo wir ein Projekt gestartet haben, vielleicht viele Jahre und es kam zu einem Ende. Oder für etwas, was du aufgestanden bist, für Werte und man sieht den Unterschied Jahre später in der Familie, aber auch in deinem eigenen Leben. Wir danken dir einfach, dass wir immer wieder unsere Augen öffnen über deine Realität, über deine Treue, über deine Güte,
über all diese Dinge, die du einfach hinzugefügt hast. Und ich bin nicht am gleichen Ort wie noch vor 10, 20, 5 oder einem Jahr. Das ist auch immer etwas, man schaut zurück und denkt, den Weg, den wir gegangen sind, denn die Wunder, die Gott performt hat, die Wunder, die Gott getan hat, das ist nicht eine Sache, das waren Millionen, nehme jetzt bewusst das Wort, Millionen von klitzekleinen Wundern. Und das zusammengereiht gibt es eine Geschichte, die einfach dir alle Ehre gebührt. Ja. Und eine Frage, die ich an dieser Stelle noch einfach so in den Raum werfen möchte: Was müsstest du Gott für eine Frage stellen, damit du nicht einfach funktionierst? Und der Feierabend hat das zum Ziel, dass man nicht einfach im Funktionsmodus bleibt, sondern dass man irgendwo den Stoppknopf drückt und einen Halt und eine Pause macht. Und wie du gesagt hast, Feier, was für eine Frage müsstest du Gott stellen, dass du nicht einfach funktionierst? Ja, eben in der Welt ist das Feierabendbier, genau, hat natürlich dann auch, wenn man das jeden Abend macht, hat das auch vielleicht nicht nur gesund, aber der Gedanke dahinter ist eben brillant. Und manchmal muss man einen Gedanken wieder nehmen und neu definieren, nicht dem Sinne alles über den Haufen werfen. Das vierte, wo wir beten, ist Freude in der Verantwortung. Also Verantwortung ist auch etwas, wo ich merke, die meisten von uns wollen das loshaben, weil es drückt ein bisschen. Also es gibt einen Unterschied zwischen Sorgen machen und eine gesunde Last. Sorgen machen, sagt die Bibel, man soll es auf ihn werfen, aber Verantwortung ist nun mal eine klitzekleine Last. Paulus sagt, die Verantwortung der Kirche, die ich trage, man kann nicht mehr schlafen, man betet, man kämpft. Du hast eine Verantwortung für deine Kinder. Es ist dir nicht egal, welchen Schulweg sie gehen, mit welchen Freunden sie sind. Und das heißt so schön bei der Esther im Alten Testament, heißt es, bist du nicht geboren worden für eine solche Zeit wie jetzt. Und es gab, um das kurz zu machen, es gab den Moment, wo sie aufstehen musste und sie musste Farbe bekennen. Sie musste eigentlich ihren Einfluss gebrauchen, um das Volk von Gott zu bewahren, weil sie wollten das eliminieren, auslöschen. Verantwortung in der Kirche, Familie. Und wenn du sagst, ich habe nirgendwo Verantwortung, dann sage ich, das Erste, was du bist, du trägst Verantwortung über dich selber. Wir alle sind Leiter, Leiterinnen. Wenn du niemand leitest, du leitest immer noch zuerst dich selber. Und da können wir jetzt einfach Gott bitten, dass wir nicht einfach diese Last umgehen oder den Auftrag nicht annehmen, weil wir denken, oh, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu viel Verzicht. Oft, wenn ich Leute frage, möchtest du das gerne machen, sagen Leute, ja, es wäre eigentlich meine Leidenschaft, aber das ist mir zu viel Anstrengung, zu viel Commitment. Da wird man kritisiert, da muss man verzichten, andere werden mich ausnutzen. Sondern da, wo Gott dir einen Auftrag auferlegt, wie bei der Königin Esther, da kann man nicht einfach nicht aufstehen, sondern Gott gibt uns die Kraft, heißt es so wunderbar, das auch zu tragen. Vater, wir bringen dir unsere Sorgen, man soll sie auf dich werfen und diese Sorgen, die mich bedrücken, wird das aufgehen, werde ich das überleben, kann ich das von meinen Talenten, werde ich das auch so gut machen können, dass ein positives Resultat daraus steht. Diese Sorge, die gebe ich dir ab. Und ich nehme die Verantwortung, die du mir anvertraut hast, zu dem muss man Ja sagen. Moses musste Ja sagen, Abraham musste Ja sagen, Esther musste Ja sagen, Deborah musste Ja sagen, auch die Jünger mussten Ja sagen, Maria musste Ja sagen. Ohne dein Ja, da macht Gott gar nichts. Gott spannt uns nicht einfach ein und du musst, sondern es ist immer verbunden mit einem Ja, hier bin ich Herr, gebrauche mich, wie Jesaja oder wie Jeremia, der wollte ja nicht. Und ich danke dir einfach, dass du das Maß kennst, das du mir zutraust, aber auch etwas ist, was du in mir eine Kapazität vergrößerst. Es ist interessant, wenn man Verantwortung übernimmt und später zurückschaut, merkt man plötzlich, dass auch die Kapazität ist wachsen. Dass man plötzlich, wenn du nie ein Kind hattest, denkst du, wie kann ich das machen? Man schläft nicht mehr aus. Plötzlich hast du ein Kind und sagen Leute, da ist ein Tank von Liebe, von Energie. Das habe ich gar nicht gewusst, dass er da ist, oder? Ja, genau so ist es.
Dann kommen wir bereits zum 5. und das heißt Freude im Dienen. Da haben wir die Ruth ausgesucht, weil spannend ist, Ruth, in Ruth 2, Vers 11 heißt es, du bist deiner Schwiegermutter beigestanden. Also Ruth hat alles gemacht, um die Schwiegermutter und die Situation zu unterstützen. Und das ist so etwas, was wäre, wenn du, also treu im Kleinen, das ist so das Ding und das tönt manchmal so richtig abtönend, aber genau das hat Ruth gemacht. Sie hat einfach da mitgeholfen und angepackt, wo es nötig war und dann wurde sie über Meer gesetzt. Und genau dafür möchten wir heute beten, dass du Freude bekommst, da, wo du hingestellt bist, da, wo du Dinge siehst, dass du anpackst, dass du mit unterstützt, weil du weißt, Gott sieht das und er fördert dich und promotet dich zur gegebenen Zeit. Schön. Also, ich bete und sage, himmlischer Vater, hier sind wir. Ruth ist ein Vorbild, weil sie hat einfach angepackt, da wo sie war. Das, was vor ihren Füßen lag. Und du hast sie promotet und du hast sie über Meer gesetzt, weil sie war treu im Kleinen. Und lass uns Freude haben an diesen Dingen, Yes. an diesen kleinen Dingen zu tun, mit Freude, die vielleicht niemand sieht, niemand je erfahren wird. Im Wissen, dass du siehst und unser Charakter dadurch gebildet wird. Ja, genau. Dienen im Kleinen, hast du es schön gesagt, hört sich immer so ein bisschen langweilig an, aber es geht eben darum, dass wir immer warten auf etwas Großes, Spektakuläres und dann eben denken, wow, das ist es. Aber es sind eben diese kleinen Dinge, die vielleicht manchmal ein bisschen alltäglich sind, die gewöhnlich sind, die man eigentlich immer macht. Und es ist wichtig, dass du eben verstehst, an diesem Sonntag werde ich darüber sprechen, wir werden 45% nicht geleitet durch Entscheidungen, die man trifft, sondern Gewohnheiten, die man sich angeeignet hat. Also Gewohnheiten spielen auf lange Zeit eine größere Rolle als die Entscheidung. Entscheidung ist etwas, wo ich Ja sage, aber dann kommen die klitzekleinen, vielen versteckten Dingen, die man tut, das eben ein großes Resultat gibt. Und das 6., wo wir beten wollen für Freude an der Arbeit, ist Freude am Gestalten. Das ist, wo man den Tempel und auch die Stiftshütte entwickelt hatte, gab es einen Bezalel und hat Gott ihn gesegnet mit einem, ich lese das euch ganz vor, mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt, sagt Gott, und ich habe ihm Weisheit, Verstand gegeben und ihn befähigt, den Bau erforderlich mit handwerklichen, künstlichen Arbeiten auszuführen. Also der Geist Gottes kann uns kreativ machen, uns Dinge hinlegen, die die Welt nicht hat. Mit anderen Worten, wir alle haben mit dem, was uns anvertraut hat, und es ist niemand, der einfach alles haargenau ausführen muss von oben. Wir haben immer einen Spielraum, wo man Dinge schöner machen kann, besser machen kann, kreativer machen kann. Da hast du viele Möglichkeiten, weil du dann auch nicht ein Opfer des Systems bist, sondern man kann da Dinge wieder tun, in dem, was dir anvertraut worden ist, mit dem Geist Gottes. Und ich bete jetzt einfach für die Gunst, ich bete für einen offenen Himmel und ich bete, dass Gott dich mit Ideen erfüllt und dass du das auch anpackst und plötzlich Leute sagen, so kann man den Arbeitsplatz auch noch organisieren oder so kann man auch das Office sag jetzt mal, dekorieren oder das könnte man auch in der Pause machen. Also Kreativität gibt es keine Grenzen und das ist etwas, was ich bei uns im ICF immer den Finger drauf lege. Lasst uns das nicht immer das Gleiche gleich machen, sondern das Gleiche gleich, aber jetzt ein bisschen anders und so bleibt etwas nie stehen. Vater, ich danke dir, dass du einen Heiligen Geist gegeben hast, der uns kreativ und innovativ behält und macht. Und du siehst das, was mir anvertraut worden ist an Arbeit, an Verantwortung, vielleicht auch an vielen kleinen Dingen, wo ich einfach zudienen muss und ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz, mich fördert niemand oder ich sollte gefördert werden, aber du hast mir einen Geist gegeben der Kreativität. Da, wo Dinge in Stocken geraten sind, da, wo Dinge abgestaubt sind, da, wo Dinge immer wie ein Hamsterrad drin sind, immer die gleiche Routine und es spürt sich nicht mehr an nach Leben, da aktiviere ich mich jetzt mit dem Heiligen Geiste bewusst. Du kannst mich segnen mit innovativ, mit Kreativität,
aber auch mit ganz neuen Dingen, die wir noch nie bis hinher getan haben. Und ich bete auch für den Mut, dass man mal etwas ausprobiert. Das ist auch immer etwas, man sagt, ja, das funktioniert nicht. Und dann sage ich immer, haben wir das schon jemals gemacht? Nein, aber ich weiß es. Dieser Satz ist nicht göttlich, weil man darf Dinge ausprobieren. Natürlich, solange der Schaden, wenn es nicht funktioniert, das nicht eine ganze Firma ruiniert. Aber es gibt immer kleine Bereiche, wo man einfach mal, probieren das einfach mal, ohne immer zu diskutieren. Wir diskutieren immer in Grund und Boden und dann entsteht nie Innovation, weil Innovation entsteht immer am Rande vom Chaos. Und man muss ein bisschen den Chaos zulassen, damit etwas Neues geschieht. Also ich segne dich, Arbeit ist Worship. Und wir danken Gott von Herzen, dass wir die Möglichkeit haben, durch unsere Arbeit, durch unseren Dienst, ihm einfach alle Ehre und alle Praise zu geben. Amen. Amen. Also God bless you, schöner Tag. Danke, seid ihr mit dem Beten dabei. Morgen gehen wir den 5. Tag und ich freue mich mega. Also, be blessed. Tschüss.